Wer kann sich verstauen, gnut so erstaunend, wo'n Hort versteht so ne grote Leib. Dei ewiger Gottheit stobt drauf vom Himmel, durch meine Sünd in meine Schuld. Hei jinkt um Kriezen, jäuf mi Verjewung, dei Haar von Harnand mi singt Kind, prachtvoller Haareck, je hier die Emma, Jesus Christ, meine Hoffnung lebt. Halleluja, Presten in dein März mich frei. Halleluja, dort verlor ei Haul om mig, hast dig jeden laus genom, du es rar och genom, Jesus Christ, mina Hoffnung lebt. Halleluja, Presten in dein März mich frei. Halleluja, dort verlor ei Haul om mig, hast dig jeden laus genom, du es rar och genom, Jesus Christ, mina Hoffnung lebt. Dann kam dei Morgen in din Versprechen, din begrovda Körper krieg Leben trägt. Dann utom Stallen, dei lebt kein brallend, robt ut dort grof, haft kein Recht on mi. Dann kam dei Morgen in din Versprechen, din begrovda Körper krieg Leben trägt. Dann utom Stallen, dei lebt kein brallend, robt ut dort grof, haft kein Recht on mi. Jesus, du hast doch grof besiegt. Oh, Halleluja, Presten in dein März mich frei. Halleluja, dort verlor ei Haul om mig, hast dig jeden laus genom, du es rar och genom, Jesus Christ, mina Hoffnung lebt. Halleluja, Presten in dein März mich frei. Halleluja, dort verlor ei Haul om mig, hast dig jeden laus genom, du es rar och genom, Jesus Christ, mina Hoffnung lebt. Jesus Christ, mina Hoffnung lebt. Och bäste Gott, mina Hoffnung lebt. Hey, guten Morgen. Wir wünschen jullie eine frohe Ostern. De Grof is larig, Jesus is op te stoen en dat ja van ons genoeg Ursache te zingen. So singt maar ons met. Ik wil begroefd worden, meine schon. Wer kan drauwen allein zo'n Weg, dort wie mein Gott, but ik die ik hoor om doba ik leef mee.
Hij is de Sieger. Hij is über alles. En dat is waarom kan we van jou Austeren vieren. Dit is de ganz grootste dag voor ons als Christen. Wegen dit weer de dag wo we kunnen gewinnen über dood. Wegen Jezus gewinnen über dood. En hij schenkt ons eeuwig leven. Dit is de dag wo hij zo doen ganz gewinnen dood. So waar we van jou juchen, waar we ons freuen, waar we ons saluten schön gehen, wegen dit is de dag wo Hoffnung lebendig wordt. Jezus ging uit dat graf uit. Hij blijft dus niet meer. En dat eine Denk verändert alles. Für immer. Für mich und für die. So weil wir das nächste Leute singen, dass heute das verändert alles. Wegen Jesus uit dat graf kann. Gott von der Schöpfung, Neumann steht. Der Gott von der Lösung, mir ob den Wachung. Aus dir den Leben jetzt, doch wie alles wir nicht da. Aus der Stein wird weicher auf, kannst du dort Kraft gut, laut dieser Stein.
Gottes naam har stått vid. Ons je wilt ja ken ik je wand och krop. Gottes naam har stått vid. Ons je wilt ja ken ik je wand och krop. Gottes naam har stått vid. Ons je wilt ja ken ik je wand och krop. Gottes naam har stått vid. Har stått vid. It's wonderful ignore. Det små stränder höj. Es mina sted och då ni mitt fängsel blir. Jag älskar ditt livet då är ni fri kom Jesus ansikte, då var du dags för mig. Du raus mit domine schon. Ich sei dort alle as verbu. Dort nie as Jakub. Wie har förstonungskrop. Jag kan leva där med Jesus. Har du jag i svans frihet. Nej, Maja, jag bangen sen om distren. Jag lever dina liven skönhet. Har du jag i svans frihet. Jag ser med härlighet,
Halleluja für die Freiheit. Dankeschön für mit uns sein hier von der aus Samaria. Ist das nicht bloß wundervoll, dass wir können von Gott seine Freiheit singen, von der Genut, was er über uns hat. Von der aus Ostersonntag Jesus lebt. Und wir sind bloß so dankbar, dass wir können diesen Sonntag mit Ihnen taub sein. Heute jeder einer welcome. Vielleicht sei ihr online von weit auf, vielleicht in dasselbe Land hier ist das so, vielleicht von unserer eine Kirche hier, wo immer ihr sind. Mir freut, dass ihr mit uns taub sind. Dankeschön für das bisschen Sonntag Samarias Port merken, das ist ein Ostersonntag. Und vielleicht sei ihr in einem anderen Land, wo immer ihr seid, und uns kicken von der Dankeschön für Port sein, für das ein Ostersonntag. Wir haben ein paar Dinge über zu gehen von unseren Werten in der Kirche. Und wenn wir reden von Werten, dort meint Values oder auf Spanisch sagen wir Valores. Das sind Dinge, die uns wichtig sind. Und wenn wir von unseren Werten reden und unsere Dinge, die uns wichtig sind in der Kirche, dort meint nicht bloß in das Gebiet. Wenn wir sagen von unseren Werten, die uns wichtig sind für Lebenswasser, für uns als Kirche, dort meint für die und für mich, wenn wir sind die Kirche. Und von der wollen wir reden von Verwaltung. Verwalter. Wir sagen dort, wir sind Verwalter, wir sind nicht Eindäumer. Und so, wenn wir sagen Verwalter, dort zum Beispiel ist auf Englisch, wenn wir würden sagen Managers. Und so, wir sind Managers. Alles, was wir haben, alles, was wir kriegen, all die Segnungen, was Gott uns gibt, der hat uns alles gegeben, wir sind bloß die Managers. Und so, dann fragen wir vielleicht, so handelt sich das bloß um das Geld, wenn dort kommt uns vielleicht das Erste in mein. Das Geld, was Gott uns gegeben hat, ja, das Geld, das kommt damit an. Aber von der dachte ich besonders an die Familie. Du als ein Vater, als eine Mom, im Heim mit deinen Kindern, Gott hat uns alles gegeben. Die Familie, die du hast, der hat dir gegeben, dass du kannst die managen, die am Kamera. Und aber das ist wirklich nicht die. Er hat dir gegeben für eine Zeit. Und so, weil wir bis treu sein mit dort, was Gott uns gegeben hat, wenn wir sein Verwalter. Mit all den Dingen, was er hat. Wir sind Verwalter, nicht Eindäumer. Gott hält uns verantwortlich für was er uns anvertraut. Und so er wird uns verantwortlich halten mit das Geld, mit unserer Familie, mit unserer Wirtschaft, mit all den Dingen, was wir haben. Und ich will die bis merken, weil wir bis gute Verwalter sein, gute Steward sein, mit all den Dingen, was Gott uns gegeben hat. So, noch einmal vielmal Dankeschön für Port sein, für diesen Sonntag Samaris, das ist ein Ostersonntag. Jesus, der lebt, Jesus ist abgestanden. Pastor John, der ist hier, er wird anfangen zu reden, hat eine praktische Botschaft von dir für diesen Ostersonntag. So, hier ist Pastor John. Good morning. Ich freue mich weiter, dass ich kann, sozusagen beginnt in Heim kommen. Da wird noch schöner gehen, wenn wir hier können, bei der Kirche taub sein. Ich kijk ver weg naar die tijd, wanneer we waren kunnen. Maar zoals het nu is, we freien ons sehr, dat we kunnen livestreaming, of dat we kunnen onze technologie gebruiken. En zo, we willen het beste daarvan merken. Ik stel me zo voor, je bent vielleicht taub als je Familie. En ik weet niet waar het begint is, als je deze Oosteren taub komt haben oder nicht. Maar dit is een tijd waar het zeer anders is, als we gewend zijn. Ik stel me zo voor, je bent gewend, stelle Freitag een aandag gaan en Ostern vielleicht ein oder zweimal. En dat is een tijd waar je vielleicht gewisse Botschaften haben oder gewisse Thema sterk nehmen in je Kirche. En zo, dat kan je nu vielleicht noch een Livestream, oder wenn je dat nicht kann, dann fällt sich het vielleicht noch leichter. Aber wir sind dankbar für unsere Möglichkeit, dass wir können sozusagen in den Heim anstrahlen. Und wir können, wenn es da kommen, mit unserem Stern, oder mit uns Wort, mit Jesus sein Wort, und da freuen wir uns zu. Und ich glaube, wir würden vielleicht meist nicht geglaubt haben vorher, dass die Welt so hastig ging, so sehr zu ändern. Aber weißt du, wir freuen uns für unsere Technology, aber das sagt das Ding, was die Welt braucht, um alles zu machen. Wenn wir denken an 50 Jahre zurück, dann wird es nicht so möglich was, so hastig alle Informationen in der ganzen Welt zu haben. Und so, das hat zwei Seiten. Aber wir danken Gott, für dass wir die Gelegenheit haben und dass wir mit diesem Weg Gemeinschaft haben. Ich und meine Frau, wir sind noch von der Gleiche völlig so, wenn wir fahren noch nur die Kirche. Wenn hier auch nicht Menschen sind, oder wenn es sehr wenig, aber wir können auch nur die Kirche fahren. Ich weiß nicht, ob die bang für nur die Kirche fahren oder nicht, aber ich stelle mir so für die tun. Und so wie ich vorweg, nach der Zeit,
wann wir waren alle hier sind. Von der haben wir ganz andere Andacht, als wir geplant hatten. Wir hatten geplant, hier einen Watertank haben, und das ist eine lange Streep Menschen, die da wollen sich taufen lassen, was Jesus hat angenommen. Und so das ist von der anders. Von der haben wir nicht taufas, wie hoffen sie, wir waren at dem Kartentchen down. Wenn du von dir bist, was abgesendet ist für dich, dann wünschen wir, dass du wirst geduldig bleiben, halt dich fast an Jesus und die Zeit wird kommen. Aber ich dachte, es wirkt an, dass uns anabaptistischer Glauben, oder uns Mennonitentum können sein, dort fängt mal an mit dem Taufhaus. Und wenn ihr dort Taufhaus wir nicht in der Kirche, dort wir in ein Heim. Und da wir kein Prediger bei, da wir auch kein Ältester bei. Da wir bloß eine Gruppe Menschen taub. Und einmal sagt der eine, der knallt sich an, er sagt zu den anderen, tauf mich in den Namen Jesus. Und so hat er dort, er tauft ihn im Namen Jesus. Und dann der da all die anderen taufen. Und dort wird der Anfang von uns anabaptistischer Glauben, oder der Anfang von uns Mennonitentum, oder uns mennonitischer Glauben. Und ich hatte vorhin gedacht, dass wo das anfängt und was wir davon gemerkt haben. Von daher haben wir so einen Glauben, dass da man Älteste dabei sein, oder da man Charakter in der Kirche sein, verschiedene Dinge glauben wir, aber dort fängt nicht den was an. Und so ich hatte an gedacht, bei einmal war wir machen irgendwo bei einer Rief uns taub kommen, vielleicht das Easter bereiten, und dann da wir da einen auf einmal taufen. Ich weiß nicht, was da wird kommen, aber irgendwas kann es noch geben. Und da will ich reden an das Gehäng. Und weet je, meest jeder der, wat we haben, haben Gehäng. Und dat is dat Gehäng, wat die laten deel merken, om dat durchgaan. En zo, ik wil aan dat Gehäng reden van deel. Weet je, dat zijn begevenheden in ons leven, dat zijn Gehäng in ons leven. Dat is wat voor dem je was, en dan wat nu dem, en dat fashion als het Gehäng. Zum Beispiel die Geburt. Da wird mal eine Zeit, wo du nicht wirst, und dann wird eine Geburt, und nu bist du hier. En so dat is dat Gehäng, wat du in dein Leben hast. Oder wat wir alle in ons Leben haben, wenn wir hier sind. Noch ein Ding ist, als du dich befriedst. Wenn du befriedet bist, du wirst eine Zeit von, wo du nicht befriedet bist, nu bist befriedet. Und so dort fashion, das ist Gehäng. Oder vielleicht, als du ein Tod in deiner Familie passiert, und du wirst eine Zeit, wo die Person hier wird, ist du nicht mehr hier, oder dort fashion, du hast ein Gehäng. Und so, ich stelle mir so vor, dass das Coronavirus oder diese Zeit, das ist ein Gehäng in unserer Zeit und in unser Leben, in unserer Kirche, in der Welt. Und weißt du, da wird eine Zeit vor Coronavirus und da wird eine Zeit sein nach dem, glaube ich, aber hier zwischen, du hast das Gehäng. Und wir wollen für Jahre immer wieder Trägchen sein, das Gehäng. Dann zu der Zeit mal, als wir mal nicht können Kirche haben, als wir mal nicht Familie kommen zu haben, als wir mussten in unsere Häuser bleiben. Ich sage so für unsere Kinder, unsere Großkinder, wie lange wollen wir vertalen von das? Wenn das bloß eine bittergewöhnliche Zeit, das ist ein bittergewöhnliches Ding, was passiert ist. Und so das ist ein Gehäng in uns Leben, ein Gehäng in unserer Zeit. Und so wenn wir eine Zeit fertig, das ist eine Zeit nur her, und dort fashion, dort haben wir das. Von der will ich reden, und das wichtigste Gehäng, was jemals gewasst ist. Und weißt du, Jesus Christus, Jesus, seine Geburt, sein Leben, sein Tod, seine Auferstehung, dort ist ein Gehäng. Dort ist, was alles verändert. Für der ist April der 12., dann wird ja dort handelt sich um Jesus. Jedes Mal, wenn du ein Datum schreiben ist, jedes Mal, wenn du den Geburtstag kennt, oder jedes Mal, wenn du in einen Kalender checken ist, uns Kalender, unsere Datums von der April der 12. ist gegründet auf Jesus. Und so dort Jesus in eindelen, oder von vor Jesus und nur Jesus. Wir haben BC, das meint vor Christus, und AD meint nur Christus, und dort zwischen, durch Jesus. Und so, sogar Menschen in dieser Welt, die sagen, dass Jeff kein Gott, die holen sich an das System. Aber das alle gebührt, ob Jesus sein Leben, als Jesus mal geboren wird, und als er hier auf dieser Erde wird. Dort wird das ganze Ding sich umdreht. Wir haben in der Bibel, in der Schrift, lehrt uns dort, dass wir in Tod in Sinn und wir sind in Leben in Christus. So, du hast ein großes Gehäng dazwischen und dort Gehäng, dort ist Jesus. Und so wie, wenn du nicht Jesus kennst, dann bist du tot in Sinn. Wenn du Jesus kennst, dann hast du Leben in Christus. Und das ist eine von den großen Lehren von der Bibel. Und das ist das größte Gehäng in unserer Welt, das größte Gehäng in deinem Leben.
der gerade denkt, was du beleven kannst. Paulus sagt es dit in Kolosser 2,13. Gewirren. Dan weet je, dat is Vergangenheit. Hij redt van dat wat er mal weer. Zoals we worden in de toekomst reden van das coronavirus, wat er mal weer. En zo zegt je weer in eine tijd jässlich dood in je zinden en in je fleischelijke natuur. Ober Gott. Dan weet je, ik heb aan Ober Gott eenmaal geredet. Ober Gott is het gehang. Ober Gott is dat wo de der sozusagen boven drehen dat, wo dat alle ändert. Aber Gott hat uns durch Christus zum Leben gebracht. Und so, durch Jesus Christus heißt das gehang. Vorher wir dood, nu ist du Leben. Noch ein Ding, was die Schrift uns lehrt, ist das Gewalt von der Diester Macht, nur das Dreck von sein Sehen. Und so, das ist das Unterschied, das ist das Gehang zwischen diesen beiden Dingen, das Gehang ist Jesus. Und so, er sagt, er hat uns rückgerat aus den Feindsinn der Macht, in Kolosser 2,13. Hij heeft ons uit de gewalt van de diestermacht uitgeraad en hij heeft ons niet gezegd in dat rek van zijn zijn. En dat is wat Jezus kwam doen. Dat is het gehang in onze wereldgeschichte. Dat is het gehang waar alles opdraaien dat. Dat is het gehang in ons leven. Ik weet van jou is Auferstehungsdag. En weet je, Auferstehungsdag, als Jezus opstond, dat weer het grootste ding wat jemals in deze wereld passiert is. Maar dat hangt alle tot met Jezus. En zo hij heeft ons uitgeraad uit de duivel zijn macht. Hij heeft die uitgeraad uit de duisternis, uitgeraad van die zin, van den feind zijn macht in die leven. En hij heeft die neergezet in zijn zin, zijn rek. En zo dat is een van de grootste dingen wat in die leven kan passeren. En wenn du dat niet beleefd hast, van de eerste dag, zum das Unterschied merken, von der ersten Dag, zum durch diese der durchgehen, weet je dat je der heeft nog einmal een gehang, die geht noch einmal op. En zo dat je we van der nog durchgehen. En zo, we hebben een oude bund, en we hebben een nieuwe bund, en dort zwischen steht Jesus. En dat is really wat ik van der wel met mijn tijd van reden. Van een oude bund en een nieuwe bund. Nou weet je, deze leer, die is heel wichtig voor ons, weil das grootste Problem im Christentum für die letzten 2000 Jahre ist gewesen, dass wir diese beiden Dinge vermischen. All die dumme Dinge, können wir sagen, all die Dinge, was die Kirche getan hat, im Namen Jesus Christus, ich meine, wenn ich die ganze Geschichte würde vertellen, die würden die meisten nicht deutlich sein, dass das Christentum dort getan hat. Aber dort hat zu tun mit diesen beiden Dingen zu mischen. Jesus, er braucht was ganz Neues. Jesus braucht einen neuen Bund. Jesus braucht nicht einen verbesserten alten Bund. Er braucht einen neuen Bund. Und das ist eine von der wichtigsten Lehren in der Schrift, was wir können haben, wenn wir dort nicht verstehen. Wenn wir dort vermischen, dann hast du niemals Klarheit in der Erlösung. Du hast niemals Klarheit, dass Jesus wirklich auf die Rat. Du wunderst immer wohnen, gute Dinge musst noch alle tun, zum du beisaten. Und so Jesus Christus, er braucht einen neuen Bund. Und ich will von dir ein bisschen noch checken. Aber das ist durch Jesus seine Geburt, sein Leben, sein Tod, seine Auferstehung. Dort ist das Gehang, was alles verändert. Und weißt du, die Juden, sie erwarten nicht einen neuen Bund. Sie erwarten einen verbesserten alten Bund. Jesus seine Jünger, die 12, was mit Jesus tog ging, für die ganze Zeit, was sie mit ihm tog wären, die können das niemals verstehen. Sie werden immer noch üben, nur dass Jesus wird seinen Reck abstellen. Jesus ist keinig. Und sie würden, und welche die wir nicht, dass sie würden ein anderes System haben. Sie würden den Tempel würde nicht mehr sein, all die Opfer würden nicht mehr sein. Dort wir nicht erdenken. Erdenken wir, dass an dort Aula und den Aula Bund, da würden sie Jesus anstackeln, sozusagen, als keinig. Und dann würden sie Erfolg, sie würden Land regieren, sie würden Regierung kann nicht Land, sie würden das beste Land in der Welt sein, sie würden so sein, als zu David seine Zeit oder zu Salomo seine Zeit, dort wäre der Traum. Und weißt du, Jesus seine Jünger, gut für Jesus im Himmel vor, dann wird dort noch ihre Frau. Was dir dann auch, das Reck abstellen. Und weißt du, Jesus braucht einen neuen Bund. Und wenn wir das nicht verstehen, ein von unseren größten Problemen, in unserer Sicherheit, in der Erlösung, in wo wir raten und wer uns raten, das ganze System von unserer Religion, das hängt an der Todmission. Und so, das ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Dass Jesus, er braucht ein neues Ding. Weißt du, als Jesus hier auf dieser Erde war,
dann redet er some Dinge, was eine Lasterung wäre. Na, nicht eine Lasterung für Gott, aber eine Lasterung für die Juden. Und ich will Ihnen some von den wiesen. Aber die Ausländer in ihr Bund, das ist sehr, sehr wichtig, da wir dort in einstellen. Johannes 1,29, am nächsten Tag sagt Johannes Jesus noch sich ab zu kommen und sagt, check, dort ist Gott sein Lohn, der den Sinn von der Welt wegnimmt. Na, weet je, wie sind das falsch gewandt? Wir haben von klein an gelehrt, wir haben never ein anderes System gehabt. Aber die Juden hatten. Und als Johannes sagt, check mal, der Mensch, was du jetzt, und weet je, Jesus, das wird der Nuba dort in Nazareth. Jesus denkt ja nicht in sein Gesicht, auch nicht, und er wie nicht eine himmlische Person, so ein Engel, er wie ein Mensch, so sagen du. Und er kommt da gegangen. Und Johannes sagt, check mal, dort ist Gott sein Lohn, dass der Sinn wegnimmt. Na, weet je, wenn wir das nachstellen, dann in aller Bund jetzt eine Lasterung. Wegen Gott hat ein anderes System abgestellt. Gott hat gesagt, die sollen in der Stiftshütte bei den erstens in Luther der Tempel, und da wird geopfert, da mussten die Schub angebracht. Jeder Jahr hatten sie einen Kassenbock, und dann deuten sie den Kassenbock symbolisch dass die Sinn von das Volk abladen, und dann wird den Kassenbock in die Wüste gejagt, und die musste verkommen, entweder die darfst oder dort, oder die wilde Tieren freuten ihn ab. Aber dort wäre erst das System gewesen für 1500 Jahre. Und überall sagt Johannes von einem Mensch, und ich wünsche, wir können das verstehen, dass für die Juden wird es ein großes Ding, da wird eine große Lasterung, dass aber einmal ein Mensch kommt, was wird sagen, ich will jene Sünden wegnehmen. Ich meine, so jäufert nicht. Sie brauchten einen hohen Priester, der muss einmal das Jahr mit Blut und das Allerheiligste angehen. Du wirst nicht so denken, dass aber einmal ein Mensch kann kommen und sagen, weißt du Gott, ich will deine Sünden wegnehmen. Nicht bloß deine, aber die ganze Welt. Und weißt du, das ist noch eine Lasterung im Judentum. Wenn sie wir in Gott sind Volk, die Heiden hatten kein Geld an, die Heiden dort wären andere Menschen, die Heiden muss zu sie geschoben. Weißt du, dass die Zeit nach mehr Jahren, was Gott ist mal in Bütergeweinel gewagt, Petrus dort klar macht, dass die Heiden wir noch mit angeteilt. Und so, wenn jemand sagt, dass Jesus würde Sinn wegnehmen von der ganzen Welt, wie eine Dummheit, da wie eine Lasterung in ihren Ohren. Das ist ein Ding, wo in die jüdischen Lehrer von Johannes wieder, Jesus und Johannes und all das, was mit dort kam, die hosten dort von der ganzen Hort, wenn das hat zu tun mit erstes System, das hat zu tun mit dort System, was Gott entgibt, und damit wir nicht verjäten, dass wir nicht, was sie sich alle, in some Dinge hatten sich gedacht, aber viele von dort hat Gott entgibt, sie hatten nur für 1500 Jahre gehabt, und da wird kein Plan von den anderen. Und nu kommt Jesus und sagt, ich will jene Sinn wegnehmen. Und das schafft nicht. In Matthäus 16, 18, da sagt Jesus, und ich sage dir, du bist Petrus, und auf diesem Stein, wo ich meine Gemeinde bauen. Na, ich habe auch das falsch gelesen, aber von der war ein bisschen anders nachdenken. Weil das wird gemeint, das ist Ekklesia auf Griechisch, und da meine Versammlung, oder da meine Gruppe Menschen taub. Das wollen wir einmal sagen, dass das Gebiet ist nicht die Kirche. Von der ist die Kirche taub in all jene Heime. Hier bei der Kirche in das Gebiet, das ist ja ladig. Wir brauchen hier nicht mal hatten. Je weet nicht, wo mich frisst, meine Hänge sind kalt. Aber weet je, das Gebiet ist ein Gebiet. Aber die Kirche ist die Ekklesia, das ist die Versammlung Gottes, das ist die Gemeinschaft. Weet je, sie haben noch für 1500 Jahre eine Versammlung gehabt. Sie haben noch für 1500 Jahre eine Gemeinde gehabt. So wir in Gott sind Volk. Gott hat ihn gewählt von Abraham wieder. Und nu sagt Jesus, ich will meine Gemeinde bauen. Na, ich weiß nicht, was die Jünger darüber dachten. Vielleicht, sie können viel gleich verstehen, was Jesus sagt. Aber dass wir in Wirklichkeit eine Lasterung, dass dann überall ein Mensch wird kommen. Und der wird sagen, weißt du, was das System, was Gott abgestellt hat, all diese Opfer, all die Tempel, all die Gemeinschaft, Gott sein Volk. Nu will ich mein eine Ding merken. Nu will ich meine Gemeinde bauen. Und so dass wir in Judentum, jüdisch angedacht, das ist eine Lasterung, jüdisch angedacht, das ist eine Dummheit. Like, sonst würde es niemals geben. Und so das sind wir, was Jesus redet, was da sozusagen eine Lasterung wären. Und so das ist ein sehr wichtiges Ding, da wir das verstehen. Weil Jesus sieht so eine Dinge aus Exigrata aus dem Tempel. Na, weet je, die Juden hatten zwei sehr helle Dinge.
das Gesetz in den Tempel. Und wer immer jenes Gesetz in den Tempel redet, den fehlt umzubringen, den fehlt zu steinigen. Wenn die hat eine Lasterung gesagt, dann nu sagt Jesus nicht bloß, dass das Essen nicht mit dort, er sagt das eine wenig, wenn das wir wird, Gott hat es gegeben, aber Jesus sagt, weißt du Gott, ich sie gerade aus dem Tempel. Weißt du, was Jesus noch sagt? Ich sie gerade aus dem Gesetz. Und weißt du, dass die Juden einmal Steine abhauen, zum am Steinigen, wenn wir die jüdischen nachdenken, das ist nicht zum Wundern. Wenn Jesus sieht Dinge, was große Lasterung wie in er war ich von denken. Und so, Jesus sagt so eine Dinge aus, jemanden mein Fleisch eten und mein Blut trinken, damit je keinen Gott sein Rick sind. Na, weet je, wir haben diese Botschaft, diese Rede in Johannes Kapitel 6. Und weet je, was die Juden tun? Sie gingen in Haus. Like zo'n Dummheit, maar dat weer te derg. En Jesus fragt seine Jünger, weil die auch in Haus gehen. Und Petrus sagt, wo soll wir hingehen? Du hast Leben gewährt, du bist Gott sein Sehen. Und so, die Wassermuten können sie dort verstehen, aber die Juden können nicht. Und die Juden gegen die Hüsse sehen, mit so einer Dame hat das nichts zu tun. Like, mein Fleisch, mein Blut, like, wir haben den Tempel, wir haben den Schub. Dort wir oben einmal das Jahr schlachten, dann eten wir das Fleisch. Und wir dann einmal das Jahr, da wir uns erinnern an das Blut, was wir dort in der Jetten und an die Deren anschmieren. Aber wenn ihr nun Menschen kommen sein, die müssen mein Blut eten und mein Fleisch trinken, oder mein Blut trinken, mein Fleisch eten. Ich meine, eine Lasterung von der höchsten Staub. Und so, wenn wir das nicht verstehen, dass Jesus braucht nie ein Bund, dann ist das für uns auch eine Lasterung. Aber weißt du, dann kommen wir bei Jesus in eine ganz erste wieder, jüdisch angedacht. Und das ist interessant, er sagt das zu seinen Jüngern, und die reden sich nicht ab der Wehen, und ich glaube, da wird eine Ursache für, sei beräumten für das Königreich. Sie hatten all mit ihrer Mama taub versucht zu sein, dass sie nicht würden, einer an der rechten und einer an der linken saßen. Und weißt du, wenn sie so eine Frau und starben zu Jesus, dann meinen sie nicht das Himmelreich, wo Jesus im Himmel wird regiert. Sie meinen das Reich auf dieser Erde. Jesus wird auf David seinen Thron sitzen und sie würden seine beste Männer sein. Oder seine erste Männer. Und zu Jesus hast du mit seinen Jüngern taub. In Lukas 22, und sagt es, und dann nahm er Brot, dankte dafür und brüch dort und gab von dort und sagt, das ist mijn Körper. Die verjunt je fort. Dood dit, om aan mij te denken. Nou weet je, Lied, voor 1500 jaar hadden ze de Passafast gevierd. De Passafast wie im Judentum ein von den ganz geradsten Dingen, was sie hatten. Lied kam von weit und breit nach Jerusalem. Und dort wir gesetzlich, dass sie sollen in Jerusalem sein. Und so das Passafast dort wir durch, wo die Hohepriester mit Blut einmal das Jahr an das Allerheiligste nennen, eine Versöhnung für das ganze Volk zu Wirtschaft. Das wird da, wo sie den Kosenbach des Sinn ablehnen und in der Wüste anschauen. Und weißt du, das wird die Zeit, wo Israel sozusagen, wo sie eine Erwartung hatten und sie kamen top und sie ernieden ihr Leben mit Gott. Und nun sagt Jesus, von hier wieder, wo ihr das tun? Für mich. Na, stellt euch mal vor, dass ich würde anfangen zu lernen, dass von nun wieder Weihnachten hat zu tun mit meinem Geburtstag. Ostern hat zu tun mit was ich für ihn zu tun habe. Pfingsten hat zu tun mit mir. All diese Dinge, was wir nicht feiern, was Jesus von uns zu tun hat, dort hat mit mir zu tun. Und so von nun wieder, nu wo je an mich denken. Von nun wieder, wenn wir overmal haben, dann wollen wir John Wall ehren. Von nun wieder, wenn wir ans Brot und Wein trinken, dann wollen wir an John Wall denken. I mean, die würden erstens würden lachen, wenn die würden das Leben nicht spusten. Aber wenn ihr anwarten, dass ich nicht spusten würde, dann würdet ihr anfangen, von dem zu sehen, von dem Rehab Center oder von einem Irrenhaus, wo wir den Menschen ankennen. Aber das ist, was Jesus sagt. Und nicht bloß, dass sie hatten ein System, was von Gott kam. Da haben wir ihn klar holen. Und weißt ihr, das gesagt, der Ola Bund, dass wir von Gott gegeben, der Ola Bund, der hat seine Zeit in seine Städte. Von Gott gegeben. Aber Jesus kam den Ola Bund in Erfüllung bringen. Und Jesus sagt, ein neuer Bund nehmen. Und so nu haben wir al für 2000 Jahre das getan. Er sagt in der nächsten Vers, gerade so nehmen wir noch oven kost auch das Küffel und sie, das Küffel ist der neue Bund
en mijn bloed. Van nu weer dat bloed was van het troep dort in Egypte. Al 1500 jaar van de Geschichte, van wo Gott in Egypte uitgeführt hat, dat is wat ze vieren. En dat weer een wichtig ding. Nu bij mij komt hier een mens, de Nuba dort van Nazareth komt je een weinig goudet, en zo nu komt de Nuba van Nazareth en zegt van nu weer, dan wordt ik dat handelen aan mijn karper en mijn bloed. En weet je, wanneer we dat in een jüdische denken aanstellen, dat is de grootste lastering wat de hemels kost doen. Ze zeiden, als ze Jezus hadden vastgenomen en als ze hem vergerecht hadden, sozusagen, dann wird die Beschuldigung, dass Jesus heiratet, jenet gesagt in den Tempel. Dasselbe Ding sehen sie aus Stephanus in Trouble. Wir aus Stephanus stehen deuten, dass wir für dasselbe Ding, wenn Stephanus hat jenet gesagt in den Tempel geredet. Und so, da wir ein falscher Zeugen, aber in Wirklichkeit wird es so. Jesus hat gesagt, weißt du was, von nu wieder, es ist mein Blut, das ist mein Fleisch, von nu wieder, der Tempel, der wird nicht mehr wichtig sein, wenn ich das Lamm Gottes hat den Sinn weggenommen. Und so, wenn wir diese ganze Lehre in Judentum ansagen, dann wird es die größte Lasterung, was sie jemals gehört haben. Und dass wir nicht zum Wundern, dass sie Jesus wollen dort merken, dass wir nicht zum Wundern, dass sie Steine abhauen, mehr als einmal, und wollen Jesus steinigen. Weißt du, Jesus wird in Nazareth ein Tag, und dann da er predigen in ihre Kirche, in ihre Synagoge. Und dann las er durch Jesaja. Und durch Jesaja ist eine Prophezeiung, dass der Messias wird kommen, und die Blinden werden sein, und die Gefangenen werden frei sein, und die gebreiten Horten werden geheilt sein. Und die Dinge, wo der Messias dann lest Jesus den Aufschnitt. Und checkt die Menschen in die Augen. Und sagt, das ist von der in Erfüllung gegangen. Und sie verstanden, was er sagt. Sie wussten, dass er möchte sich durch zu Gott sehen. Sie wussten, er möchte sich durch den Messias, was geprophezeit wird. Und sie wissen nicht, das was zu tun ist, den die Kirche rutschlappen, am Boden ab, und den darauf schmieden. Mein Sohn Menschen dort soll nicht leben in Israel. Und so wie man verstehen, dass Jesus seine Wieder, das ging sehr deutlich. Na, weißt du, Jesus seine Jünger, die sollten darum das, was Jesus das sieht. Und das war nicht dort nicht mal nennen. Sie wissen gar nicht, was er sieht. Ich glaube, sie folgen gar nicht ab. Wenn auch sie das irgendwas rein merken, dann merken sie nicht, mal rein. Sie merken Pass rein. Aber du habt dort irgendwas. Du ändert Jesus dort. Und so von der jedes Mal, wenn wir Brot nehmen, jedes Mal, wenn wir den Wein trinken, dann sei wie du mit den neuen Bund. Weil Jesus sagt, ich bringe einen neuen Bund in mein Blut. Der Hebräerbrief sagt dann, dass Jesus ging in das Allerheiligste in den himmlischen Tempel, nicht mit Kasenblut, nicht mit Tierenblut, mit seinem eigenen Blut, in das neue Bund, mit seinem eigenen Blut, und verschafft eine ewige Erlösung. Das ist ein neuer Bund. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass wir das verstehen. Weißt du, das dient nur den Eng von dem Tempel. Das dient nur das Eng von das ganze Alte Testament, das ganze gesetzliche System, was sie hatten. Der ganze Tempel, weißt du, die Juden, der Tempel wie ein heiligster Ding. Geschichtsschreiber sagen uns, dass aus der Römer Jerusalem annehmen, wenn Jesus hat das all prophezeit, dass der Tempel wird vernichtet worden. Und der Römer nehmen das Land an, Jerusalem, in ungefähr 70 nach Christus. Und die Juden, solange der Tempel stund, sagen Geschichtsschreiber uns, dann bleiben die Juden, dass Gott wieder Himmel und Erde sieht und dass Gott wieder nach raten in der letzten Minute, wird Gott raufkommen, vielleicht ein Blitz und was immer, und die würden die Römer alle anbringen und sie würden alle in die Hüsse jagen. Und so die Juden, je wieder der Römer in der Stadt nennen, brücken die Juden der Rahmen dann immer nur in den Tempel und schließlich der Tempel wird das letzte Ding. Und so der Römer kamen, die steckten den Tempel an und die brücken den Dohl und jeder Stein, sagen Geschichtsschreiber ans Wort raufgerollt, durch das eine Schlucht und da wird der Stein raufgeschmissen. Und wenn ihr das nicht noch haben, das kommt zum Eng. Wie man das klar haben, das ist eine Zeit aus der, besonders die Auferstehung Jesu Christi. Paulus sagt, dass dort weiß dort, dass Jesus wir Gott sehen. Dort wir kann nicht Gott sehen, aber dort weiß dort, dass heute wir. Und zu der Auferstehung. Und wir haben da ein verdrehter Glauben fertig. Wir haben ein verdrehter Gesetz und genau gemischte Lehre und Glauben. Und das hat uns all viel Trouble gebracht.
Aber Jesus, hij braucht een nieuwe Bund. En zo, hij braucht een nieuwe Bund, nicht een veränderter Bund. En dat is wichtig, sehr wichtig, dat we dat klar houden. Jesus braucht een ganz nieuwe Bund. Hebräer 8, Vers 6 sagt het, nu aber heeft Jezus een ambt gekregen dat zoveel beter is als dat oude, wils dat testament, wat hij vermiddelaar is, betere versprechungen als grond heeft. Nou weet je, de ganze Hebräerbrief is geschreven om dit probleem. Wanneer je mal tijd hebt, lees mal den Hebräerbrief met dit im Sinn. Dat de schrijver, hij neemt Jezus en hij neemt het jüdische systeem en hij heeft die twee vergelijken. En hij zegt, hoeveel grader en beter en volkomener Jezus is als dit oude systeem. En daarom zegt hij zo'n dingen als hij is een betere hoge priester. Hij zegt zo'n dingen als dit, dat Testament oder de Bund, wat Jezus brengt, der heeft betere versprechungen. Hij zegt zo'n dingen als dat Jezus geht met zijn ene bloed in het Allerheiligste. Maar de schrijver merkt het klar, dat Jezus is grader, hij is beter, hij braucht een nieuwe Bund. Wenn du weer een Gläubige zu der Zeit, wat er wollen trägen in Judentum, sie wollen trägen durch Hand, für was immer ihr sagt, vielleicht wenn Verfolgung, oder wenn sie von der Familie ausgeschlossen werden, aber sie wollen trägen im Judentum, und dann hat der Schreiber einen Brief geschrieben und sagt, check mal, wie viel besser Jesus ist. So lest den Brief mal mit dort im Sinn, und was der Brief viel mehr Sinn merken tun. Aber die ganze Thema ist, dass das besser, Jesus ist besser hoher Priester, ein besseres Testament. Hij zegt wieder, wenn das erste Testament ganz zufriedenstellend gewesen wäre, wo das nicht dann nötig gewesen, ein zweites zu merken. Na, weet je, das sind so Dinge, was wir nicht so ergleichen, selbst nicht. Dass wir würden sagen, dass der alte Bund, der wir nicht zufriedenstellend. Na, weet je, eigentlich was wir klar haben. Dass der alte Bund, der wir von Gott, Paulus sagt, der wir heilig, der wir gut, wat de aardig weer, dat het mensen gehört. Paulus sagt in Römerbrief, dass dort, wo das Gesetz nicht tun kann, wenn das durch das Fleisch geschwacht wird, dort hat Gott, indem das Herr Jesus schickt. Und weißt du kannst nicht anders geraten werden, als dass du Jesus Christus hast. Ein System von Gesetz und Gnade und das alle durcheinander gemischt, und dann müssen wir noch das anhaben und noch dort tun, und uns müssen wir so lauten, und all die Dinge. Dat is een gesetzelijk systeem wat ons zelfs erheven deed. En met ons zelfs erheven dat we andere mensen rechten en verdammen. En dat zijn weltmensen en die zijn niet geraad, want die hadden het niet zoals we dat hadden. Dat is wat een religieuze systeem deed. En zo Jezus kwam een nieuw testament brengen. En Galater 3:19 zegt hij, waarom dan dat gezet? Zo dat is de vraag wat we verder gaan. Oké, wanneer dat nu alles te zien gesteld, waar willen we dat doen? En Paulus beantwortet, hij zegt, dat Gesetz wordt bijna gegeven, dat we door aan zijn kunnen wat zin is. But die komen wordt, wat ons verspreken we. En weet je, dat Gesetz hat seine tijd en seine steed. Aber wenn wir das nicht verstehen, dass Jesus braucht es in Erfüllung, dann haben wir gemischt das Evangelium. Und ich dachte diese Werke an, wenn ich ein Ding kann ich lernen, da ich mein rein ganzes Leben. Und dass ich ein Ding wird wirklich in dein Hort abgeführt, wenn ich einmal weg sehe. Und dass dort dann wird fast sein. Wenn ich dort hat könnt, dann hat mein Ziel erreicht. Und dort ist, dass rein alles dreht sich um Jesus. Unsere Erlösung, all die Probleme, die du hast, all die Zweifel und all diese Zeit von Angst und Besorgtsein und so weiter, das dreht sich alle, aber die Antwort für alles von dort ist in Christus. Das ist, wo ich so fertig rede, von wer wir sind in Christus. Das ist mein höchstes Ziel im Leben. Dass wir würden für jeden von uns all unsere menschlichen, religiösen Systeme und dass wir würden Jesus im Ehe holen. Er starb für die. Er lebt für die, er wird begraben für die, er stand ab für die. Und weet je, wenn wir dort voeten können, und wenn wir dort einmal mal voeten können, dass das gesetzliche System, der alte Bund, der hat seine Stelle, der hat seine Zeit, aber Gott hat das täglich gemerkt. Und er sagt, was da kommen wird, was uns versprechen wir. Paulus sagt an einer anderen Stelle, was Glauben wird kommen. Aber nu is Glauben gekommen, nu zijn we vrij van het Gesetz. En zo, we zijn vrij van een oude Bund.
wenn Jesus ist gekommen, er hat einen neuen Bund gebracht. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Er sagt in Hebräer wieder, wenn er von einem neuen Bund redet, dann meint er, der erste ist alt geworden und was überaltert und ausgenutzt ist, verschwindet bald. Wir haben viele Christen, die das falsch nicht lieben können. Because wir wollen uns System holen. Wir wollen unsere gesetzlichen Dinge holen. Mir das so viel leichter, wenn ich kann vielleicht täten, was ich alle hole. Die holen haben sich ein feiner Mensch. Oder ich habe das Charakter getan, oder mir sitzt das Charakter verüterlich. All die Dinge, und ich gehört hat erreicht die Zeug. Aber weißt du, das alte System, das hat seine Zeit. Na, das sage ich nicht, dass dort wir nicht nutzlos sind, da wo wir nicht waschen, das hat nicht was geholfen. Das ist nicht der Punkt. Das hat dort getan, wo Gott hat gegeben. Nu brengt Jezus een nieuwe bund. Jezus is het geheen tussen een oude bund en een nieuwe bund. So dat we zeer klar hebben. Hij zegt dat is waarom Christus de vermiddelaar van een nieuwe bund is. En so dat is wat Jezus is geworden. In 2 Korinther 3 vers 6, hier zijn meerdere versen wat ik wil even gaan. Ik wil een beetje boos even gaan, we een tijd houden. Aber wenn wir checken, was er sagt, hij bringt uns door dat we imstande zijn, deiner om nieuwen bund te zijn. Nou, Paulus redt van zijn ene dienst. En weet je, Paulus had een geheim in zijn leven. Hij was een Pharisäer im oude bund. Hij was een van de strengste, de beste student. Hij had de beste klasse te zijn. En hij was een broer Pharisäer en hij schaft iwerlich voor God. En dan eenmaal als hij mes met Damaskus, ik stel me zo veel, kan de stad al zijn. Vielleicht kan al rechten de barbecue wat ze doen gaan. Ik weet niet. Aber aanwezen weer mes met de stad en eenmaal hastig begint Jezus zal. En wanneer ik kunt zeggen dat ik wens dat ik kan leren dat het redt gaat om Jezus, dan denk je aan dat Paulus zijn geheim in zijn leven, dat was Jezus. En van wat Paulus ver heeft en wat hij nu heeft, dat had 100% geändert. Eerst weer hij de ganz strengste gesetzliche Pharisäer, Luther weer dat wat het dalste kamp van alle schrijven in de Bijbel, het meeste ervan geschreven, de dalste kamp je in dat oude systeem. En zo Paulus had dit geheim in zijn leven. Zo hij zegt, hij heeft ons bedoel gebracht dat we deinen om nieuwen bund zijn. Dit is niet een lage reden, wat Paulus dat zegt. Because hij wil mal niet in deiner. Aber Gott hat hem fähig gemacht. Dan zegt hij weer, dit nieuwe bund. Mooi dat dit nieuwe bund is niet meer wat het Buchstabe van Gesetz zijn, aber der Jes selbst, den Gott gibt. Na, weet je, wanneer hij redt van de Buchstaben Gesetz, de oude bund, oder das gesetzliche System, dat wir geschreven op steinerne Tafeln, de 10 Gebote, hat Gott selbst geschreven en Moses gegeven. Moses brukte 2, dan moest dat zelfs doen, aber Gott hat ihm dat gegeven. En zo dat wo je van redt, van den Buchstaben. Weet je, de Buchstaben, dat is een later ingeschreven, dat is een later wat je in die staat. Dat is een woord wat die schuldig maakt. En hij zegt dat dit nieuwe bund is niet meer in den Buchstaben, der ist nu im Geist. Ich habe mir einmal gesagt, dass der Heilige Geist, saat das Gesetz in die. Und das soll ja welche Lied, dass wir das verstehen. Dort, wo in der Heilige Geist die wir leiden. Weißt du, im Alten Bund leidet das Gesetz die. Das Gesetz sehe die fair, was reichen oder wir. Nu ist es der Heilige Geist in die. Das, wo es so wichtig ist, dass wir den Heiligen Geist kennenlernen. Das, wo es so wichtig ist, dass wir wissen, dass der Geist Gottes redet zu uns. Wenn dat is die, wat die wel leiden. Nou weet je, het is zo leicht voor ons het Gesetz nemen en je merkt, want deze al deze regelen. En wanneer je huisregelen hebt, zo te zijn en je niet kijkt, dat is gewoon helemaal erg. Maar wanneer den dag wat de huisregelen onze erlösungsregelen worden, dan zijn we zo in trouble. Dan hebben we dat oude en dat nieuwe vermischt. En zo, Paulus zegt, we zijn würdig in des Dienst in de nieuwe bund, en dat is een nieuwe bund, en dat is een dienst im Geist. Hij zegt wieder, der Buchstabe führt zum Tod, aber der Geist gibt Leben. Und weet je, dat is zo klar, in het Nieuwe Testament, Paulus redt er zo klar van, dat das Buchstabe, dat is een Fluch dahinter. En de Fluch is dort, dat het zegt, die wat je zo doen en du kannst ook doen. En zo Gott wist dat. Aber er hat het danach nicht gesagt, und so das Buchstabe, der Geist gibt Leben, sagt er. Hij zegt, de Leviten deuten aus, ik wil me een klein beetje opbakken. We hebben hier 2 Beispiele wat je geven. Tussen het Gesetz en de Geest.
In 2. Mose 32, da sagt der Leviten deuten, als an gesagt wird, den Tag sterben da wie 3000 Menschen. Na weet je, dit is wo Gott das gesagt hat. Das ist, wo Gott die 10 Gebote hat. Moses ist ein Boy. Und das geht ein bisschen länger, als sie gedacht hatten. Und überreden sie Aaron, Moses sein Bruder, dass er soll einen goldenen Kalf bauen. Und er dat. Sie nehmen einen Ring los, einen Uhrenring, was sie alle hatten, und merken da einen goldenen Kalf, von wenn dort her Gott, was er entladen hat. Und dann kommt Moses von Boy rauf. Und Moses sagt, kielt die Tufel 2, was Gott ihm gegeben hat. Und dann in der ganzen Geschichte sagt Gott, dass die, die das angestellt haben, die müssen sterben. Dort ist das Gesatzlied. Dort ist das Gesetz. Wenn die das Gesetz nicht leben, dann leben sie es dort. Und dann müssen die Leviten, die Priester, die in die Kirche schaffen. Weißt du, die Sturm, die Levitensturm, die wir bestimmt von Gott, in die jährliche Arbeit so zu sein. Und so die müssen ihre Schwierz nehmen und gehen durch das Volk und merken jeder Person dort, was das gebrochen hat. Dort ist das Gesetz. Und das sagt, wie 3000 Menschen sterben. Dann kommen wir bei Nierbund. Und die sind Wort mit Frieden annehmen, leiten sich deuten, und in den Tag werden dort 3000 Säulen, dann gekommen der Rat. Das ist die Lösung in Christus. Weißt ihr was? Diese Menschen, da werden Sünder. Diese Menschen, da werden sie wahrscheinlich Aufjatterie wieder machen. Eine Hurerie, eine alle Dinge. Paar sind ja 3 Reden von Reimerbrei, von all den Dingen, wo wir als Menschen sind. Und so diese 3000 Menschen, da werden gleich feine Menschen, oh, das wären nicht die besten Menschen, die wären nicht gerade. Das wären Sünder, aber weißt ihr was? Jesus Christus hat die Sinn wahrgenommen. Jesus hat es gehängt. Und so diese werden gerat. Und so dann wieder in Korinther sagt der Moses in deins wir für dort gesagt, dort mit Latern ab Steintufeln geschrieben wird. Maar ik wil hier wat zeggen, dat zijn immer so Dinge, die mich in Trouble bringen, aber das steht nach der Wahrheit. Wir haben von der Menschen, viele Menschen, machen uns, was sich sehr holen an die 10 Gebote. Aber weißt du was? Die 10 Gebote, die sind Port von den Alten Bund. Die 10 Gebote, die bringen den Tod. Wenn du was die 10 Gebote holen, dann sagt Paulus, da musst du rein ganz holen, immer Lebenszeit, dein ganzes Leben, als wenn nicht, dann bist du ein Fluch. Und so heißt es, das ist steinerne Tafeln, was du auf Stein geschrieben wird. Was sagt ihr von dort? Und das Gesetz braucht den Tod. Dann lass mich Ihnen bloß eine Geschichte vertellen, hat ich mal euer vertalt, bloß zum Klarmerken, was die 10 Gebote tun, wenn die nur dort was leben. Das ist eine Geschichte im Alten Bund von einem Mann, der an Sinn und jetzt starker Top lesen, oder an Sabbat, dort wäre hell ja da, und Sabbat jetzt starker Top lesen zum Eten merken für seine Familie. Und die ganze Gemeinde mit Gott sein Wort kommt Top und killen den Tod mit Steinen. Das ist, was die 10 Gebote tun. Na weet je, von der haben all so Dinge, die 10 Gebote, wo an der Wand anstellen, oder in Gerichtshaus abhängen, und Menschen drehen sich ab in die 10 Gebote. Jesus sah die 10 Gebote. Weet je mit was? Er sagt, liebe Gott mit dem ganzen Hort und alles, was du besten hast, und liebe die Nächsten als die selbst. Und er sagt, alle Propheten en het Gesetz hängt an dort. Und dann Luther, in der letzten Rede, kriegt du, wo Jesus sagt, von nu wieder mein Blut und mein Fleisch, kriegt er dich vertalt, du sagst Jesus, du bringst hier da drauf noch ein Gebot. Und er sagt es dit, läuft jünd untereinander, so es ich jünd gelebt habe. Und weet je, wenn wir denken und auf Frieden leben, dann leben wir nicht an so Mann, merkt sicher, dass die 10 Gebote und die in der Wand hängen haben, und merkt sicher, dass die alle 10 Gebote immer wieder noch kommen. Das ist nicht, was wir lernen. Weet je, was wir lernen? Leib deine Früh, zoals Christus in die Gemeinde lebt und sich selbst erfahrt. En andere wieder, leib deine Früh, zoals Christus die gelebt hat. Und weet je, Lied, wenn wir dort würden leben, einfach mal wirklich dort verstehen können, dort, was es meint für Jesus leben, dass wir uns so wollen leben, als er uns gelebt hat. Wir haben hier die Lebenswasser, uns Logo, unsere Vision, Gott leben, Menschen dienen, dort kommt her von dort. Und weet je, die 10 Gebote, die heute nicht steht, und wir können sagen, some von den Prinzipien sind haben wir jährlich, aber wenn es schön ist, wir uns eine Liste merken, von das habe ich geholt, das habe ich alle geholt, dann sind wir in Trouble. Aber wenn wir Gott leben mit uns ganzen Horten, unsere ganzen Säulen, all unsere Kraft, und wir leben uns nächsten aus uns selbst. Das ist, was Gott von dir verlangt.
Vielleicht denkt, wenn jemand so, kann ich einfach nicht mehr an die Satz, nu kann ich so leben, als ich will. Weil du bloß so leben und so leben, als Jesus steht, und dann bist du ganz okay. Dann bist du wo Gott dich will haben. Und so das ist so wichtig, da wir verstehen, die 10 Gebote brachten den Tod. Die 10 Gebote sind Part von den alten Bund. Jesus braucht nie einen Bund. Jesus braucht nur einen Bund von Leben, von Gnade, Vergebung, in sein Fleisch, in sein Blut. Das ist ganz was nicht. Das wäre eine Lasterung in den alten Bund sozusagen. Das wäre eine Lasterung in Juden erdenken. Er sagt wieder, aber wenn das deins und Gesetz Moses sein Gesicht also herrlich macht, dass die Israeliten am Wehen die Herrlichkeit nicht anchecken können, wenn das Herrliche auch bald war verschwung, wo viel herrlicher wird das dann, was die deins sehen, die dachten, yes, gewirkt wird. Na weet je, Paulus sagt hier, du wirst ein gutes Ding an das Gesetz. Als Moses von Beuer aufkommt, sein Gesicht dort dacht. Bloß für eine Zeit lang, aber das Gesicht dacht. Und weet je, die Zeit lang, das ist ein Teken von das ganze System, das hat seine Zeit. Gott hat das Gesetz gegeben, Gott hat den alten Bund gegeben. Für seine Zeit, für seine Stadt. Was die kommen wird, was uns versprechen wird, was die glauben wird kommen, was Jesus wird kommen. Aber nicht Jesus gekommen. Er war geboren, er lebt, er starb und er stand ab. Er fuhr in den Himmel, er kam weiter. Rein alles dreht sich um Jesus. Und wenn ich das nicht kann lernen im Leben als Staat, dann wünsche ich, dass wir alle darüber verstehen, dass das Jesus sein Körper, dass das Jesus sein Blut. Und wenn wir jedes Mal, immer wenn wir Abendmahl feiern und immer wenn wir von das reden, daran denken, dass das dreht sich nur nach Jesus. Er ist unsere Erlösung. Er ist der, was für uns gestorben ist. Er ist der, was für uns abstimmt. Und von der für wie Jesus. Von der haben wir Vergebung kann wegen Jesus. Von der brauchen wir nicht Blut geben. Wir brauchen nicht Tieren geben, wegen Jesus ist gekommen. Und so werden wir das klar haben. Gott leben, von alles, was wir sind und haben, in uns Nächsten und uns selbst. Dann lebst du so, als Gott will haben, dass du so leben. Und du musst Jesus erst haben in dein Leben, anders kostet nicht mehr. Aber das sagt der Heilige Geist, der jetzt uns Gott seine Leben uns Hort rührt. Und so werden wir das klar haben, dass wenn wir eine Liste haben von 10 Geboten, was wir machen noch kommen, dann wird dort der Hauptpunkt. Und das ist immer sehr wichtig. Es ist sehr interessant, dass wenn wir uns was abstahlen, was wir bei Jesus bieten, dann wird dort, was wir da bieten, und dort wird der Hauptsache. Das ist nach immer so gewesen, eine ganze Geschichte. Und das ist bei uns gleich so. Wenn wir uns von Jesus haben, auch durch diese Corona-Zeit, Jesus ist da, wo uns halten kann. Wenn wir nach Top beten. Ziemlicher Futter. Wir danken dir von Herzen für Jesus. Und Herr, wir danken dir so sehr, dass Jesus das gehängt ist in uns Leben. Und ich bete, dass wir das wirklich in uns Hort verstehen können, dass Jesus mit der Unterschied. Wenn wir noch so eine selbstgerechte, gesetzliche Pharisäer sind, aber wenn wir Jesus begegnen, dann sind wir da, was genug predigen, was Paulus tut. Und ich bete, dass jeder einer, was das hört, das wird verstehen können, dass das ganze Leben, die ganze Erlösung, unsere ganze Ewigkeit dreht sich um Jesus. Wir wollen uns von Jesus holen. Und wir danken dir für, dass du uns hast Jesus gegeben. Wir bist gleich, wenn wir können, ein klein bisschen in der Jane wird bleiben von Gebet, because ich glaube, some von Ihnen, die fühlen sich unsicher, vielleicht Angst, und vielleicht hast du gekriegt, wenn die haben noch keinmal nicht mal Jesus angenommen. Und wie würde bist gleich Ihnen zu helfen? Ich würde Ihnen gleich helfen, in Gebet leiten, dass die kann Jesus annehmen von der. Es ist eine gute Zeit, es ist eine Genodenzeit. Und das ist über diese Osterzeit, dass wir können sagen, Jesus, der starb, Jesus, der stand ab, und er hat das alle getan, dass wir können frei sein, und dass er unsere Sünde betont ist. Alles, was wir brauchen, und was du brauchst, ist Jesus annehmen. Und ich würde bis gleich die in Gebet zu leiten, dass du kannst von der Jesus annehmen. So bet bloß mit mir mit, wenn ich bete, vielleicht was das evaluiert tun, vielleicht was das in deinen Gedanken tun, aber wie weit noch das als Kraft, wenn wir das evaluiert tun, wenn du das mit deinem Müll bekannst und du glaubst, dass Jesus erst für dich gestorben ist, er nimmt deine Sünden weg. Und so kannst du wirklich evaluiert tun, wenn er passend ist, wo immer du bist, wie will dich halten, dass du kannst von der diesen Staub nehmen. So werden wir beten. Jesus, ich danke dir,
dass du mich hast frei gemacht. Ich glaube an dich und ich glaube, dass du bist für mich gestorben. Du hast meine Sünde betont. Ich nehme das von dir an und glauben. Dankeschön, Dankeschön, Jesus, dafür. Amen. Hey, Dankeschön, dass du hast das Gebet und wir würden gleich von dir hier. Wenn du das hast gebeten, du hast Jesus angenommen, Lut an zweiten schrieb uns und dann können wir mit dir, wir würden die gleich halten mit den nächsten Staupen, dass du kannst die Leute taufen. Wenn du hier in diesem Arm gehen bist, dass du kannst hier ankommen, du kannst die Taufen lassen. Und auch, dass du kannst wieder waschen, wenn du wieder Jesus kennenlernst. Wenn du gleich mehr von diesen Dingen hier komm, lad uns weiter und wir werden dich helfen, dass du waschen kannst. Nächste Woche ich jetzt hier reden von unserer Offering, von wo je geben kann. Erstens will ich sagen, vielmal Dankeschön zu allen von Ihnen, die das letzte Werk haben gegeben. Und viele von Ihnen, die sind der extra Mehl gegangen, die sind eingefahren, vielleicht noch der Church Office, oder die haben ein Appointment gemacht mit der Diakon, haben getroffen und haben gegeben. Und das ist so viel wert, dass ihr das tun. Dankeschön für das. Und ich will Ihnen alle mitmachen. Die können das Werk weiter tun, die können das von der tun, die können hier ankommen von Klock 11 bis Klock 12. Und dann kann ich hier dazu geben, wenn ihr will. Oder ihr könnt dort von Medweg wieder, kann dort wieder Office tun. Oder wenn ihr an die Diakon kann, und ihr wollt dort direktamente geben, ihr könnt dort auch tun. Dankeschön für bis Porzen von der, was ihr geben tun. In dieser Season, wo wir sind, wo das ein bisschen ansicher fällt, dann fällt sich das manchmal so, soll etwas aller Veranstaltung sein, weil wir das Wort reden. Und aber das ist nicht der rechte Weg, das ist nicht, was Gott uns lehrt, dass wir sollen tun, wie er sagt, dass wir sollen milljährig sein und bis geben. Und so, wenn ihr geben tun, zu dieser Kirche hier ist das, zu diesem Dienst, wir tun auch viele Missionare mithalten und auch monatlich was geben. Und so die Missionare, die sind auch aufhängig von, dort wir alle geben tun. Und so wie wir das können, durch diesen Titel dort wieder tun. Und ich wünsche die bisschen sehen wieder, wenn wir durch diesen Titel gehen, wenn hier nicht Kirche ist, dass wir dann geben tun, dass der Ministry kann im Drehen bleiben. So vielmal Dankeschön für Gott zu sein, mit deiner Geld, mit all den Dingen, was du hast und dass du geben das. Nächste Woche die Announcements hier on the screen. Goedemorgen Levenswasser, mijn naam is Kenneth Giesbrecht en dit zijn onze bekommerkingen voor deze week. Nu in deze tijd met deze virus, wo alle Gottesdiensten teuer sind und wir können nicht einen gewöhnlichen Gottesdienst haben, wie wollen wir uns haben, dass die jährlich gefällt worden und dass die können wohnen in Gemeinschaft mit Jesus Christus. Das ist warum Medberg Klock 7 Service, weil wir einen Gottesdienst Livestreaming hier von Lebenswasser Kirche. Der wird Klock 7 Service anfangen, die können empfangen auf Facebook und YouTube. Das Gottesdienst, wir wollen Zeit von Anbetung haben. Wir wollen eine Botschaft haben und das ganze Gottesdienst wird ein Port sein von denen uns Sonntag des Morgens. Wir wollen haben, dass die können jährlich wissen, durch das Werk, mit eichen Don't, wenn es nicht Sonntag ist. So wir laden ihn an, Medberg, Klock 7 Service, fängt uns an Livestream auf Facebook und YouTube und wir werden Gott anbeten und mehr lernen von ihm. Wir sind hier zum Beten für ihn durch diese Zeit von Unsicherheit. So schrieb uns in WhatsApp mit was wir können für ihn beten. Und wir haben Gebetsteams, wir wollen unterscheiden und wir wollen alle taub für ihn beten durch diese ganze Zeit. Und dann noch zuletzt, wir haben ein Lebenswasser Kummer. Wenn ihr dort an jeden Fällen da oder ihr Kummers und Kimmers in Ladig, ihr könnt ein Lebenswasser kommen zwischen Klock 11 und Klock 12 und Sonntag des Morgens. Die Diakon wollen das sein, die wollen in den Park gehen, taub stellen, ganz und sonst. Oder wenn ihr wollen gleich ein Lebenswasser Kummer tun in der Stadt, ihr könnt auch in der Stunde in oder Geld anbringen. Das ist alles von mir von der Hand ein gesegnete Werk. Noch einmal vielmal Dankeschön für mein Lebenswasser, Taubsahne von der Samaris. Uns hat das Schein gegeben, dass wir können. Es ist mit Ihnen Taubsahne online. Und ich wünsche Ihnen bis Gottes Segen. Das ist ein Sonntag hier, das ist ein Ostersonntag, wenn ihr mit Ihrer Familie Taubsahne bis eine gute Zeit habt. Gottes Segen mit Ihnen, was wir uns weiter sein.